das ist so eine Sache, jeder schwätzt vom Index. Wir verteidigen ihn. Aber ein bisschen schwätzen wir auch davon. Mir wichtig ist, fangen wir vom Index. Mit dem Index als Mechanismus, mit dem Zahlen an die Lut gehen, wenn Preise klammen, für die Kaufkraftverlust zu kompensieren. Wir haben die schon seit 1975 den Mechanismus, das so ist, wenn die Inflation um 2,5% klemmt, dann klammen die Monate noch, all die Löhne und Renten hat es um 2,5%. Mit der Inflation ist die Erhöhung der Preise. Die Erhöhung der Preise, die von den Unternehmen auch gemäht gehen. Dafür ist es wichtig, dass wenn die Inflation klemmt, dass wir eine Kompensation haben für den Kaufkraftverlust von den Leuten. Und das ist falsch, was oft behauptet wird, dass die Inflation durch den Index deklanchiert wird, weil sonst hat man auch an anderen Ländern, wo man kein Indexsystem hat, keine Erhöhung von der Inflation. Zurzeit zum Beispiel ist zuletzt die Inflation nach Mann hoch wie insgesamt an der Eurozone. Der Index ist von just 3 Lohngesetzen hier im Land, dann ist von den wichtigen Pilien von der Lohnstruktur an unserem Land. Das ist auch ein Garant für den sozialen Frieden hier im Land, weil an allen Kollektivvertragsverhandlungen, wenn wir keinen Index hätten, müsste man auch den Verlust von der Kaufkraft fordern. Und wir wären dann ständig an ganz viele Konfliktsituationen, überall da, wo man so Kollektivverträge verhandeln gehen. Dafür hängt auch der soziale Frieden und dem Erhalt von unserem Indexmechanismus. Mir insgesamt ist der Erhalt vom Indexmechanismus wichtig für den Erhalt von unserem Lützeburger Sozialmodell. Ja, im Moment ist das Problem am Index, den sich oft stellt, wenn Indextranchen fallen, dass neben attackiert wird vom Patronat und dann von der Regierung. Und das geht ganz heftig, weil das Patronat hat Druck gemacht, dass wollten einen Index gehen, und dann einer Tripartit das Jahr zwischen der Regierung, Patronat, der Gewerkschaften, als dann diskutiert darüber gehen, den Indexmechanismus zu manipulieren. Und dass ein Akkord fand gehen zwischen der Regierung, dem Patronatsverband von Lützeburg und 2 Gewerkschaften, dass ein Indexmanipulation gemäht wird. An Lo wird konkret festgehalten ist, bis zu diesem Zeitpunkt ist, dass die Indextranche, die am Juli soll da fallen, Lo die Leute nicht kriegen. Das heißt, die wird reportiert im 9. Mai, dann sie erfällt dann recht am April 2023. Das heißt, 9 Monate lang kriegen die Leute die Indextranche nicht. Und das ist eine gravierende Indexmanipulation. Und dazu kommt noch, dass auch alle Zukunftstranchen, die sollen fallen, soll an einer Tripartit diskutiert gehen. Und das schon haben drin eine ferme Volonté von unserer Regierung stößt, auch die weiter zu reportieren und zu deklarieren. Und da können wir nicht leben. Ja, das ist ja eben gerade. Wenn ihr den Index nicht kriegt, dann ist das ein Kado, wo die Entreprisen kriegen, alle gute Flächendecken, müssen alle guten Betriebe hier im Land ihre Leute ihren Index nicht bezahlen. Aber gleichzeitig, wenn das Konterpartie dafür, die Leute kriegen natürlich nicht alle guten, an einem ganz kleinen Teil von den Leuten einen Steuerkredit als Konterpartie. Kann aber nie wirklich den Index ersetzen, weil der Steuerkredit, der wird von unseren Steuergeldern bezahlt, während der Index von den Betrieben muss bezahlt gehen. Außerdem kann es den Index nie ersetzen, weil es kein Indextranche ist, weil viel Männer Leute an den Genuss vom Steuerkredit kommen. Und noch mehr problematisch ist dann noch, dass der Steuerkredit, den du dezidiert gehen hast, den erst nicht mehr dezidiert für das Tranche vom Index, von Juli bis April 2023. Das heißt, für alle weiteren Tranchen, die sollen eventuell reportiert gehen, du hast dann gar keine Kompensation fest. Und du hast ganz sicher, was sie da geplant haben. Ja, wir sind nicht d'accord. Wir haben den Tripartit-Akkord auch nicht unterschrieben, weil das keine Lösung auf die aktuelle Krise, an der wir uns befinden. Das ist eine Hölle flächendeckend für alle guten Betriebe, wobei wir nicht so, dass es wirklich Betriebe gibt, die Probleme haben, aber dann müssen wir auch sibliert helfen. Und das ist überhaupt keine Hölle für die Leute. Aber wir haben eine Krise auch für die schaffenden Leute an hier Familien zu Lützeburg. Und auf diese Krise ist keine Antwort von gehen mit diesem Akkord Tripartit. Und dafür sind wir nicht d'accord. Als Position ist, dass wir uns wehren und auch weiter Werte wären. Nee, absolut nicht. Der Index ist eine Kompensation für Kaufkraftverlust. Und das ist kein Instrument für soziale Gerechtigkeit am Land zu schaffen. Dafür gibt es andere Instrumente. Das können die zum Beispiel über Kollektivverträge machen, wo da wirklich gibt dafür sorgen, dass die Schere zwischen den kleinen und hohen Gehalten übernehmen können. Und dass man da mehr hohe Gehalte haben. Also soziale Gerechtigkeit kann ich noch schaffen, indem man eine sozial gerechte Steuerpolitik möchte. Und die haben wir noch immer nicht. Wir haben eine mega fundamentale
fundamental Ungerechtigkeit an unsere Steuern. Den Unterschied zwischen der Besteuerung von unserer Arbeit und der Besteuerung vom Kapital ist enorm. Und du musst endlich etwas gemerkt gegen die Ungerechtigkeiten. Und du schaffst etwas gegen soziale Ungerechtigkeiten. Und nicht über den Index. Dafür ist der Index nicht tot. Das ist ein Util für den Kaufkraftverlust zu kompensieren. Aber an all die sagen, das geht just darum, den Index als sozial ungerecht zu stellen, das sind just all die wollen den Index aufschaffen oder einen Index gehen. Das ist einfach das Argument von denen, die sowieso just wollen den Index attackieren. Aber mit dem Argument versichern sie wirklich, dann sie nie zwischen den schaffenden Leuten herzustellen, an die sozialen Neid zu schüren zwischen denen mit den niedrigen Gehältern und denen mit den bisschen Männer niedrigen Gehältern. Und das ist inakzeptabel. Das ist nicht die Rolle vom Index für Sozialgerechtigkeit zu schaffen. Ja, an Mogebel kommen. Also, das wäre ein Meier für zu summen, mit Mogebel weiter für den Erhalt vom Index zu kämpfen. Und das ist das, was wir los hinter der ersten Stunde machen, nur dem Scheitern von der Tripartite als ersetzen, an auf die Straße gehen, an protestieren, an weisen, dass das dort die falsche Weg ist und dass es ein fundamentaler Tag, sobald schaffen die Leute dann Familien hier am Land. Aber wir haben auch schon etwas da erreicht mit dieser Opposition. Wir haben ja schon erreicht, dass das Gesetz, wie es gestimmt wird, dass Männer schlimmer ist, wie das, was eigentlich geplant war. Das weiß, dass es sich lohnt. Aber wir machen weiter. Und wir halten nicht ab. Und wir machen weiter, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bis das den Index ganz normal läuft.